Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich am Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Brigitte Inderbizin aus Schänis im Kanton St. Gallen, Astrid Murpf aus Hasle im Entlebuch, aus Röthenbach im Emmental Marlies Bertschi, von Gravo im Waadtland Aurelia Joly, aus Niederrickenbach im Kanton Nidwalden Manuela Achermann, die Florina Candinas aus Andiast in der Bündner Surselva und aus Bürgle im Kanton Uri die Therese Marti. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. In Bürgle am Eingang vom Schächental im Kanton Uri da wohnt Therese Marti. Heute kommen die Landfrauen zu ihr auf Besuch. Man merkt schon, das Herzklopfen hat schon ein bisschen zugenommen. Aber das gehört dazu. Ich glaube, das braucht es euch. Dann kommt es gut. Ja, jetzt können wir uns noch ein bisschen entspannen. Ein bisschen runterfahren. Sie kann sich entspannen und ich, während ich arbeite, kann ich mich auch entspannen. Während Therese und ihre Tochter Yvonne noch ein bisschen ausruhen, treffen sich die anderen Landfrauen zu Flüelen am Vierwaldstättersee. Sie rätseln, was Therese für sie auftischt. Therese hat schon so nichts verloren. Ja, es war ganz geheimnisvoll. Aber Suppe voraus, das glaube ich schon. Suppe? Ja, aber es wäre heute ist Kaltsuppe, wäre schon noch schön heute. Kürbissuppe? Kürbissuppe, ja. Kürbis haben wir noch nicht gehabt. Das wäre natürlich etwas Feines. Mit leerem Magen ist die kurvige Straße sicher besser zu ertragen. Der Weg zu der Therese hat es nämlich in sich. Es ist nicht nur kurvig, sondern auch stotzig. Also das hätte ich nie gedacht, dass Therese so weit oben ist. Also so weit oben. Das übertrifft alles. Ja, das ist die am höchsten. Ich bin froh, hocke ich da hin und nicht da. Definitiv. Die Frauen haben richtig geraten. Zur Vorspeise gibt es Suppe, aber eine ohne Kürbis. Jetzt für die Suppe dann ich Peperoni und die Bälle ein bisschen andinsten. Und dann eben im Specksaum drin. Und das lasse ich jetzt so ein bisschen vor sich anköcheln. Das zieht dann auch wieder den Saft. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Jetzt hoffe ich nur, der Mixer stellt das durch. Zusammen mit der Zucchetti und dem Cheddar-Käse gibt es eine sämige Mischung. Hast du probiert? Magst du gut? Ich würde sagen schon. Ja. Mehr passt. Super. Gut. Zack. Auf 1100 Meter über Meer liegt der Hof von der Familie Marti. Einfach eine Dekoration nachlaufen hat Therese ausrichten. Liebe Landfrauen, schön sind ihr endlich da. Ich habe lange geplant auf euch. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Anreise gehabt. Ich möchte euch gerne meine Familie vorstellen. Der Musik, mein Mann, der Meiri. Und dann haben wir hier die Yvonne. Mit ihr stehe ich in der Küche. Dann der Hans-Peter. Dann haben wir die Lydia und die Jüngste, die Helene. Wir haben für euch hier ein Aperitif vorbereitet. Ihr dürft gerne zugreifen. Das ist mein Schulweg in der Welt.
Jetzt wollen wir gleich ein bisschen feiern. Zum Wohl. Zum Wohl, Astrid. Zum Wohl, Marlies. Aurelia. Manuela. Prost. Liebe Landfrauen, ich verlasse mich leider schon. Ich muss ab in die Küche und dann sehen wir uns später wieder. Danke. Also, gehen wir. Ja. Es ist morgen um 5:30 Uhr. Ja, noch etwas. Ja, ich weiss doch das. Ein überschaubarer Hof mit 4 Geissen, 4 Mutterkühe und 3 Kälbchen. Ja, morgen, wenn ich aufstehe, ist einfach das erste Part, das ich machen muss. Das Vieh hat Hunger. Auch die Geiss. Und ich bin mit dem Vieh aufgewachsen. Ich habe daheim immer mitgeholfen. Und ich kann nicht sein ohne. Das gehört einfach zu mir. Nach einem kurzen Tönniwechsel geht Therese ihr Programm weiter. Sie macht sich auf den Weg nach Flüelen. Da oben kennt sie jede Kurve in- und auswendig. Gerade bei gastigem Wetter ist das wichtig. Als Bergler weisst du das, dass Gefahren herum sind. Und hier ist im Winter halt auch so, wenn Schneerutsch kommen von den Hängen, dann kann es halt hier wirklich sein, also ich wirklich muss absagen, hey, sorry Leute, ich komme nicht ab. Ich bin sicherer daheim. Therese arbeitet 40% als Pflegebetreuerin im Altersheim. Was sie da meinen. 2 Wochen hat sie ihre Schützlinge nicht gesehen. Die Therese hat Ferien gehabt. Hallo Anni. Hallo Therese. So, wie geht's? Ja, gut. Ich habe dich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich weiss, gell. Ich hatte ein bisschen Angst. Hast du Angst gehabt? Ja, weißt du, Ich ich habe alle. nicht. Hast du nicht Angst gehabt? Nein. Komm, die haben noch schnell den Blutdruck nehmen. Bist du schon parat? Schauen, ob ich das noch kann, wenn ich schon lange nicht mehr da war. Ja, da habe ich keine Angst. Sonst bist du schon losgekommen. Sonst nimmst du mir die Nase, wenn es dir wehtut. Du musst mich entschuldigen, ich habe kalte Hände. Gell? Ich habe gerne jetzt ein bisschen frisch. Schon? Ja, ich habe immer zu warm. Andere haben kalt und ich habe warm. Du darfst mir einfach sagen, wenn ich das feststehe, gell, Anni? Ja, das sagen die Richter schon. Ich habe keine Angst. Tipptopp. Das soll ich dich wieder erlesen. Ja, das war ein Strabotz. Keine Zeit, gell? Es gibt mir enorm einen grossen Ausgleich an Alltag, wenn ich hier mit den so lieben Leuten zusammenarbeiten darf. Und ja, es ist es gerne das Nass. Wenn ich an jedem Mann ein Lachen ins Gesicht zaubern darf, ist für mich der Tag schon gerettet. Tschüss, Anni. Bis nachher, gell? Ja, das ciao, ciao. freut mich. Tschüss. Ciao.
Ein Leben am Hang. Die Therese ist nichts anderes gewöhnt. Ich bin als Bergbauernkind aufgewachsen, wie Anna, zu Haldi. Es ist ein bisschen flächer als hier, aber zumindest muss man die strenge Arbeit mit dem Nachrechnen nicht mehr machen. Es geht wirklich alles ab. Und mir gefällt es hier, mitten drinnen in den Bergen. Es kann hier und da idyllisch sein, hier und da recht ruhig, aber ich brauche das. Langsam wäre es Zeit, für einen Garten winterfest zu machen. Weil aber die Landfrauen kommen, lässt Therese extra noch ein bisschen Gemüse im Beet. Zur Hauptspeise habe ich sicher Kohlräppli. Und ich freue mich, dass ich da jetzt in dieser Jahreszeit immer noch Kohlräppli habe. Und die lasse ich jetzt noch ein bisschen drin. Bis am Samstag, dass sie knackig bleiben. Therese, ihre Kinder sind den Tag durch am Arbeiten, in der Lehre oder in der Schule. Auch ihr Mann arbeitet auswärts. Er hat ein eigenes Tiefbaugeschäft. Therese genießt die Zeit allein. Das Filzen gibt mir einfach wieder die Wärme in die Hände. Wenn ich kalte Hände habe, gehe ich filzen und die sind gerade wieder warm. Rollen, rollen, rollen. Und schon entsteht aus diesen Bauen Dekoration fürs Apero. So, die erste, die am Abend heimkommt, ist die Helene. Sie ist 11 und die jüngste der Familie. Willst du etwas trinken? Das ist ein Schieberhäuschen. Nein, so viel jetzt nicht. Wochenhäuschen halt. Wochenhäuschen? Und nur 30 Minuten Mathe. 30 Minuten Mathe? Bis morgen. Bis nachher. Bis nachher? Zum Nacht gibt es ein Riz Casimir. Das hat ihr Mann, der Meiri und die ganze Familie gern. Hallo, Emily. Gerade gesehen? Ist fertig, ja. Tipptopp. Also ich es gerne unkompliziert. Währerschaft, gute Küche, nicht irgendwie Schnickschnack. Und halt, wenn ich etwas koche, das nicht so gut ist, sagt mir die Familie noch gleich einmal, oh Mama, das musst du nicht mehr kochen. Das ist auch okay, dann weiss ich wieder, dass ich wieder das, was ich ausprobiert habe, wieder ändern und wieder auf das Währschaften zurück. So? Die Yvonne mit 20, die älteste der Kinder, ist gelehrte Metzgerin. Streng heute? So wie immer. Allein. Hast du deine Würstchen gemacht? Ja. Auch Lydia oder Hans-Peter sind unterdessen heimgekommen. Oh, da hat jetzt einer gewählt. Weißt du, so noch vergessen in nicht zu tun? So, oder was? Ja. Aprikosen fällen. Ja. Ja, wenn es nur am Samstag dann nicht so rauskommt. Zum Glück bin ich dabei. Tja, ein Gute miteinander. Ja, Spaß. Ja, stimmt. Am nächsten Morgen ist Therese wieder voll bei der Sache. Die Tortenbeeren sind Teil des Desserts für die Landfrauen, der Bristner Nidle. Sie legt sie in Zucker ein und... Ich bin halt so, ich spare mit Wein nicht. Ich tue nicht nur ein bisschen, das ist das Ziel so. Ich muss arbeiten und nicht sparen, weil dann gibt es einen richtigen Gü, den ich haben will. Und dann kommt das tipptopp. Bis am Samstag können die Beeren jetzt im Sud ziehen. Aus der Stube will Therese das Esszimmer machen. Sie muss drum räumen. Es ist eine Begegnung mit der Vergangenheit.
Die Engel habe ich eigentlich vor 11 Jahren hat das ein bisschen angefangen. Ich hatte vor 11 Jahren einen Autounfall. Ich war 3 Wochen im Spital. Und jeder Besuch hat mir einen Engel gebracht. Und seitdem habe ich die Engel einfach da symbolisch aufgestellt in dem Stubenbuffet. Therese hat ein zweites Leben geschenkt bekommen. Beim Rückwärtsfahren auf einem Strässchen in der Nähe ist sie 15 Meter den Hang runtergestürzt. Dabei hat sie sich das Genick gebrochen und andere schwere Verletzungen geholt. In diesem Unfall habe ich Sachen gesehen, die du nicht siehst. Das ist noch schwierig zu erklären. Ich hatte einen Nahtod. Ich habe den ganzen Film, wo man sagt, ist auch bei mir abgelaufen. Ich habe den Schwager gesehen, der beim Wildheim war, respektive bei den Pinkeln lesen, abgekippt ist, gestorben ist. Ich habe mich gesehen, wenn ich in dem Auto bin. Ich bin in der Straße oben gestanden. Und dann habe ich eigentlich über die Mauern runtergeschaut und dann gesagt, Therese, ich bin da, komm nach dich hier. Du musst jetzt kommen, sonst ist es spät. Und in dem Moment habe ich das Licht gesehen. Und dann sagte ich, ja, der Gumpi halt, oder? Und schlussendlich bin ich froh, dass ich den Gump gemacht habe, weil ich habe die Familie nicht gesehen, aufwachsen, wenn ich jetzt da bin. Vielleicht von einer anderen Sphäre. Aber, und jetzt muss ich sagen, hey, du lebst. Leb das Leben. Das ist also mein Motto geworden. Leb das Leben. Genieß jede Sekunde, die du kannst. Säug alles auf. Jedes Blümchen, das im Frühling wieder kommt. Das habe ich ganz genau gewusst, dass ich wieder Auto fahren nach dem Unfall. Weil ich bin angewiesen auf das Auto. Es gibt immer Situationen, wo ich einfach Auto fahren muss. Das war für mich trotz dem Ereignis ganz klar gewesen. Die Fahrt geht zu ihrem Nachbar. Der Rudi Gisler wohnt 5 Kurven weiter unten. Er hat von der Therese fürs Landfrauenessen einen Auftrag bekommen. Er ist rum. Ja. So. Die Geschirrchen sind auch parat. Ja. Tipptopp. Hoi, Rudi. Ja, perfekt. Das sieht genial aus. Lass dir mal einen Job. Super. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Das hast du genial gemacht, wirklich. Du hast noch einen Stress weg, gell? Es ist noch gegangen. Es ist noch aufgegangen, hä? Mensch. Hey, das ist super. Als ich das erste Mal, also die 2-3 Mal zu den Landfrauen gegangen bin, habe ich gedacht, okay. Ja, und ich komme noch mit meinen Holzgeschirrchen. Hundsgewöhnliche Holzgeschirrchen. Das macht doch nicht dar, wenn ich sehe, was die anderen gebrungen haben und getischt haben. Und nach dies noch will ich mal sagen, nein. Und genau das mache ich. Diese Idee ziehe ich durch und das kommt gut. Und jetzt habe ich es. Und das kommt gut. Der Mary hat sich heute freigenommen. Er will die Scheuer in einen Apero-Raum umfunktionieren. Für einen Hochbesuch vom Samstag ist ihm kein Aufwand zu gross. Das ist jetzt einfach ein bisschen vorschalen, was ein bisschen rustikal rausgeht. Dass man nicht die Bettenwand gerade so sieht, dass es ein bisschen wärmer rüberkommt. Die alten Brettchen, gerade wieder ideal.
Für die nächste Besorgung muss Therese wieder 2 Kurven rauf. Hallo. Hallo. Sally? Kannst du Käse holen, gell? Hoi, Iris. Wenn wir ganz schnell liegen? Ja. Machen wir. Ja. Du bist etwa draussen geworden. Hund. Ja. Gell? Also, ich bin da jetzt echt ganz ein halbes Leben. Darf ich auch schnell voll probieren? Aha, ja, kannst du schon. Hä? Gelustet mich jetzt gerade, weißt du? Was ist jetzt der von hier? Der ist jetzt von hier, ja. Genau. So. Das ist Der ist super. gut, hä? Perfekt. Kannst du den brauchen? Der geht tipptopp. Danke vielmals. Hey, ja, danke vielmals, gell? Hey, Viel Glück. danke vielmals. Kann man brauchen. Hä? Gut, dann machst du gut, gell? Danke. Tschüss. Ein Tag vor dem Landfrauenznacht ist nicht nur die Frau Holle fleissig. Ich tue jetzt hier vorbereiten für die Palanterschnitte. Weil das muss ein bisschen ziehen, es kommt noch Käse drin, es muss alles zusammen ein bisschen binden. Und darum tue ich das jetzt einfach schon vorbereiten. Aber es geht mir gut, ist alles easy. Es ist eine spezielle Polenta. Ein Gemisch von gelbem und rotem Mais zusammen mit viel Käse. Ich habe jetzt einfach den anderen Käse genommen, wenn das drin war. Ich habe jetzt einfach den Urenraubkäse genommen. Und ich finde, der ist perfekt. Das haben wir gerne, alle in der Familie. Auch wenn ich sonst Freunde habe, das spielt sie einfach raus. Und das gehört jetzt einfach zu mir. Ein Mocken Käse ist immer gut. Die Polenta muss über Nacht abkühlen. Weiter geht's mit dem Teig für die Urnenpastete. Das ist auch eine Ürner Spezialität. Und wenn ich das Dessert schon so machen kann, dann ziehe ich das mit diesen Ürner Spezialitäten noch durch. Viel in Wein eingelegte Weinbeere gehören rein. Und ein Mürbeteig drüber. Einstechen und ab in den Ofen damit. Der Mary ist noch nicht fertig mit der Dekoration von seiner Aperostube. Jetzt hat er seinen Sohn, der Hans-Peter, eingespannt. Der muss ihm helfen bei einer besonderen Mission. Das ist ein Triste. So hat man auch das Heu gelagert. Brei! Ja, jetzt ist gut. Hast du gesehen, schon ein bisschen lächeln. Früher haben sie es. Heute macht man es eigentlich auch mehr noch einfach als Tradition. Ein grosses Stück Heimat. Für die hat er einen Platz auf der Bühne reserviert. Hat noch ein hoch?
kalt draussen. Willst du einen Kaffee? Ja, mal. Gar. Die Landfrauenküche ist bei Martis eine Familiensache. Der Mann, der Not, der Frau ist, dass wir uns ein bisschen teilen, gell? Ich kann auch nicht ab und zu gerne mit dem Meiri mit. Und gar nicht kann ich niemand ein bisschen helfen. Gell? Ja, mal. Haben schon etwa ein bisschen. Weiss etwa, wir nehmen noch viel, etwa, wenn es gerade kommt. Also, ist ein Schnupf? Ja, einer. Also, geht Luft. Geht Luft. Preis, ja. Preis. Am Abend ist das Esszimmer mit dem Umbau an der Reihe. Schauen. Wenn ich das so gedacht habe. Aha. Hast du gedacht, Reichla? Da. Ja, so schräg. Und nachher dann noch das da der Grinde weg, die Fotos neu. Die müssen so oder so weg, die siehst du ja nachher nicht mehr. Alles muss weg. Und da muss etwas drüber. Hier Platz jetzt ist, aber sie mag das Loch nicht decken. Die CD, die hat der Meiri mit seinem Bruder vor 20 Jahren. 1990. Ja. Haben wir die gemacht. Ja. Und da bin ich gerade einmal 10 Jahre. Irgendwann habe ich die Fotos ein bisschen genauer angeschaut. Und wenn es so war, früher, mein Gott ist immer, sie hat im gleichen Haus gewohnt und ist immer zu uns, ob sie uns zu Abend nehmen. Und dann hat ihm Gott gesagt, «Ganz gut, der wird mir schon gefallen.» Und ich sagte, «Ja.» Hat sie mich ausgelacht und gesagt, «Ja, Therese, du bist 10 und der ist das Doppelte, sicher das Doppelte älter als du, das vergisst du.» Aber Therese hat den Meiri nie vergessen. Und irgendwann haben sie sich tatsächlich gefunden und sind zusammengekommen. Ja, am besten gerade so. 4 Kinder, 20 Ehejahre und ein Haufen gemeinsame Erlebnisse später sind die beiden immer noch ein zufriedenes Paar. Wir können noch gut reden miteinander. Und vor allem dem Partner auch etwas Zeit geben, wenn er etwas anderes will. Weil du vielleicht jetzt auch mit dem Autos haben, dem Pflegejob oder so, was sie das braucht, oder? Dass sie das gerne macht und sie die Möglichkeit hat. Das ist eigentlich, ja, ich denke, das braucht es auch in einer Beziehung, dass man anderen auch sein Leben kann erleben, oder? Die Musik verbindet die beiden bis heute. Am liebsten gehen sie zusammen zu tanzen. Und 4 sind 20 und 30 sind 50. Ja, der kommt und kommt. He? Wunderschönen Abend. Danke dir. Im Sommer haben wir schier nicht die Zeit, da sind wir am Heimweg, der Arbeit nach. Und im Winter ist es wieder ein bisschen ruhiger. Und dann nehmen wir einfach die Zeit für uns raus und gehen dann wieder ein bisschen. Schliesslich sind wir immer noch ein Paar. Und die Kinder sind schon grösser. Die sind auch froh, wenn wir wieder einmal fort sind, sturmfreie Bühne haben. Und so haben wir einfach Zeit für uns zwei. Jetzt ist fertig mit der Zweisamkeit. Im Esszimmer hocken 6 hungrige Landfrauen. Ja. Ich würde dich gerne das Menü vorstellen. Gerne. Wir haben zur Vorspeise haben wir eine Zugetti-Käse-Paprikasuppe. Oh. Haben Sie raten? Nein. Also Suppe schon, aber...
Super, passt doch, gell? Zur Hauptspeise haben wir «Hallo gibt's». Das Horrockensteig. Polente, das haben wir Balsamico-Schnitte. Polente-Schnitte, von der haben wir ja auch gehabt. Ich kann mich immer ein bisschen draus reden. Mit Kohlrappli. Und zum Dessert haben wir die Prischnenittle. Was ist das? Das siehst du. Ich lasse ich ein bisschen raten. Ich hoffe, ich habe eigentlich ein bisschen lustig gemacht. Und jetzt gehe ich wieder ab in die Küche. Die Suppe vorbereiten. Auch gut miteinander. Danke. So. Und dann kannst du vorziehen, das Tauerchen nehmen und hier auf diese Seite schieben. Dann haben wir noch Platz. Gut. Das Küchenteam Therese und Yvonne ist auf Kurs. Wenn wir die Suppe auch gerade ein bisschen verteilen. Warte, hier nicht noch ein bisschen. Dann ist gut. Ich kann euch hier den Wein vorstellen. Es ist ein Schillerwein. Kommt vom Kanton Uri. Ist ungefähr vom gleichen Südhang, wie wir jetzt hier oben gerade sind. Ich würde gerne ausschenken. Urner Föhn. Ist auch ein Rosé? Ja, gerne Rosé. Also ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so ein Glänzen in den Augen hatte, wenn er serviert hat wie der Meiri. Also es war ja wirklich herrlich, ihn zu beobachten und wenn er da eingeschenkt hat. Und er hat das wirklich ein bisschen zelebriert und es war herrlich. Ist okay. Serviert wird eine Zucchini-Käse-Paprikasuppe mit Uri-Stier aus Toastbrot. Ich finde, die Gesichter sind so unherzig. Ja, die Gesichter sind wirklich herzig. So lieb. Der hat einen Kussmund. Meine hat der Geniesserblick. Ja, der passt zu dir. Nicht alle das gleiche Käppchen, hast du gesehen? Von den sauber gemachten Filzfiguren zur sauber gemachten Suppe. Danke. Danke. Merci. Ich wünsche allen einen guten miteinander. Merci. Guten. Guten zusammen. Eher Paprika? Ja. Aber von der Farbe her schon. Gini. Das ist auch schon Priesternidle. Noch ein letztes Mal in dieser Staffel wird jeder Gang nach Geschmack, Präsentation und Kreativität bewertet. Auch ob das Menü saisonal und regional ist, spielt eine Rolle. Wer die Landfrau 2019 wird, kommt dem morgen aus, in der Finalsendung. Die Vorspeise war eine Suppe, heute war es kalt und die Suppe hat hervorragend zum Wetter draussen gepasst. Die Suppe war sehr fein. Von der Konsistenz her hat sie mir sehr gut gefallen. Ja, es war auch etwas drauf oben, wenn man so einen Löffel voll genommen hat. Sie war sehr nahrhaft. Was ich einfach ein bisschen bemängeln von der Saisonalität her, Zucchini und Paprika jetzt hier im Urner Gebirge, habe ich jetzt sagen, hätte ich nie erwartet. Was ich auch sehr gerne hatte, der Speck drin. Der hat noch so etwas Rassiges drin. Reingeben. Das ist auch das Stichwort beim Küchenteam. Aus der Polenta gibt es einfach keine Schnitte. Das wird scheiter in uns hin und das kommt nicht gut. Wir machen dann nicht mehr. Ja, wegen dem Käse verläuft es. Weißt du, was machen wir? Ein Rü. Ein Rü könnten wir jetzt machen. Ankerschweizen, Mehl. Und das brauchst du noch, wenn du Soße oder etwas machen willst. Es bindet noch. Das können wir uns probieren. Dann bin ich auch langsam planlos. Therese geht auf Nummer sicher. Was wir noch könnten. Jetzt mache ich eine Neue. Und das ist wirklich zum Brillen. Aber wir schaffen das. Das Aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Es geht immer irgendwie. Die Yvonne gibt noch nicht auf.
aber es nützt alles nichts. Verschnitten ist die erste Version zu weich und zu feucht. Dafür ist Therese ihre neue Polenta jetzt stichfest. Sie haben hier Führung. Herr Frau, ich darf euch den Wein zum Halbgang vorstellen. Ist ein Pinot, ist auch ein Hühnerwein. Zudem habe ich auch noch ein bisschen Beziehung. Das habe ich eigentlich vor 30 Jahren. Habe ich eigentlich die Terrassierung und die Abstufungen rausbacken, raussprengen haben wir müssen. Ja, dann gerne einschenken. Ja, das ist schon noch speziell, wenn du so Bezug hast dazu. Danke. Und jetzt kannst du deine erlebte Wein holen, so viel als du willst. Zu Öl miteinander. Danke. Die Horrückensteak waren 50 Minuten bei 61 Grad im Ofen. Geschwing heiß anbraten. So. Wenn wir nachher dann ein Salz und Pfeffer noch haben. Ja, nimmst du einfach ab. Schmeckt aber fein, hä? Der Hamster kann sich eigentlich bereit machen. Das dauert noch nicht unser Leben. Und es wird noch heißer. Der Hans-Peter sorgt für die Special Effects. Jedes Stück Fleisch kommt ein Urnenbranding über. Ja, nimm wir mit, sonst ist es verbrannt. Die anderen gehen dann nachher sehr gehen. Dazu ein Polenta-Schnitte, der den Namen verdient. Den ersten Monat kannst du gerade bringen. Ja. Den kannst du bringen. Schnell raus damit. So, jetzt musst du einfach gehen. Jetzt musst du gehen. Zum Hauptgang gibt es Horrückensteak an einer Balsamico-Sauce mit Polenta-Schnitten und Kohlräbli. Rosmarie! Danke vielmals. Dann sich die Munnerli ein bisschen anschauen. Ah ja, ein bisschen etwas sehe ich jetzt auch, ja. Danke. Danke. Da sage ich, greifen, du meinst richtig zu grüßen, zu vollen zeigen. Ja, danke. Ganz speziell die Soße. Süß. Bei ihr sieht man es so gut. Habe ich das Gefühl, bei dir sieht man es besser. Bei dir gesehen. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe es jetzt auch nicht gerade von Anfang an gesehen, bis Aurelia gesagt hat. Also die Polenta finde ich sehr fein im Geschmack. Das ist wirklich etwas Spezielles. Ich habe zuerst etwas Trockeneres erwartet. So. Ja, es ist nicht trocken. Sehr schön. Ich habe einfach das Gefühl, ihr dann habt ein dickeres Stück Fleisch als wir hier an. Ja. Gell? Hast du? Ja, schau, hast du die zwei dort? Weisse ist mehr durch, als zum Beispiel Eis. Nein, die sind dünner als die dort. Willst du noch ein bisschen, oder was? Kannst schon nicht. Nimm nur. Ja, und Rosmarin. Auch diesen Gang müssen die Frauen bewerten. Polentenschnitte hat mir sehr geschmeckt. Mit diesen Zwiebeln drinnen habe ich auch noch nie so gehabt. Das war sehr fein, wirklich. Kohlräbli ist eigentlich das einzige Gemüse, das ich auch nicht gerne habe. Aber ich habe es gegessen und es ist einfach... Ich habe das Gefühl gehabt, ja, so macht man jetzt einfach Kohlräbli. Ich mache sie halt eben so gut wie nie. Aber ja. Ich hatte das Fleisch mässig. Hat mir das geschmeckt. Die Sauce war super. Es hat sich nachher miteinander ergänzt und aufgewertet. Meins war perfekt. Ich hatte ein schönes, mitteldickes Stück und es war richtig à point, so wie ich es gerne habe. Hat aber fein geschmeckt. Schlussendlich ist alles gut gekommen. Hast du gerade noch mega geredet?
Ja, aber das ist tief gegangen. Also so schnell habe ich glaube noch nie Palante gekocht wie heute. Aber ist okay, ist gut. So, die Yvonne setzt an zum Grande Finale, die Pristner Niedeln. Gelustet, ich habe gerade, gell? Ja, du. Ja, jetzt musst du es halt mit Worten verdienen. Ja, jetzt ist er noch ein bisschen leer. Nein, die gibt es in den Resten. Ja, immerhin. Noch ein bisschen Merenke drin. Aber jetzt haben wir gleich zu wenig Niedeln. Ja, wir haben schon noch. Noch ein bisschen ohne Pastete drauf. Gut. Ja, da muss ich das in ein Blümchen schauen. Ja. Und fertig ist auch das Dessert. Oh, Schau da, Dürnerpastete. Dürnerpastete. Oh, da bin ich gespannt. Das ist Stiefmütterli, gell? Sind das normal dörrte Birnen oder ist das spezielle Birnen? Also Birnen, Dörte Birnen? Sie sind so sind die eingelegt? Also die kann man lange haben, ja. Ach so? Ja. Aber weißt, vielleicht hat sie die einfach nur im Wasser drin. Ein bisschen eingefallen. Saft drin, weißt du? Das ist sicher von den Dörrbeeren. Ja. Und dann jetzt einfach nur wieder trocknen das Oder aus. so, ja. Rosinen und Teig und Dörrbeeren und Niedeln und Stiere und Blumen und also da hat sie einen rechten Überbegriff für alles. Aber ich muss sagen, ich hatte noch nie so eine gute Dürnerpastete, weil die war nicht trocken wie alle anderen, die ich sonst schon immer hatte. Geschafft! Ja. Der ist auch gegangen. Der ist auch gegangen. Ja, die haben keinen vorher gehabt. Das sind ganz gute. Ja. Das war es mit dieser Staffel SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Sie bleibt nicht nur für Therese eine Erinnerung für die Ewigkeit. Wunderbar! Küche kaputt machen, ja, das ist eine Überraschung. Also ich nehme unwahrscheinlich viele Eindrücke mit. 7 Freundschaften oder 6 Freundschaften, wo ich hoffe, das bleibt so. Querschnitt durch die Schweiz. Ja, ich will es nicht missen. Es war so schön. Ja, wir freuen uns eben schon aufs Finale, aber gleich, es ist mit den tränenden Augen kommen wir schon nicht davon. So, jetzt gibt es noch einen Kaffee. Welche von diesen 7 Landfrauen gewinnt, erfahrt ihr morgen im grossen Finale am 10.8. auf SRF 1.